Nom Tod vum presumierten Täter vum Attentat vu Berlin ginn an Deutschland Froen opgeworf, wéiet konnte zu kommen, dats den Abdul B. op freiem Fos war, obwohl hin am Mai zu 22 Min Prison verurteilt giwer. Den 21 Jahre Mann, der sich radikaliséiert huet, war jo sondech Christopher Street Day zu Berlin, mat engem Auto an e Gruppe Leiit gerannt, eng 65 Jahre Frau aus Polen ass dod, 29 Mënsche goufe blessiert. Den Täter gouf gestorwen bei eng Polizeisatz an enger Anlage vu Schrebergert zu Spandau erschoss. Sos international Neuigkeiten dann am kurzen Überblick mam Petzberz. Am Gegensatz zu dem, was Donald Trump an Tweets behauptet hat, unterstreicht Iran haut net für neue Friedensverhandlungen mit Washington gefroht zu hun. Ein Sprecher vom Außenminister zu Teheran hat betont, es stehen den USA nicht so zu dezidieren, wenig Krieg, aber wenig Frieden aus. Darüber hinaus hat Teheran auch weiterhin Kontrolle über die Straße von Hormuz. Palästinenser beklonen an der Gazastreif 1200 Zivildodes a Verzanter, die reng fiktiv Waffero endlächt Joer a Kraft getruete soll sinn. Die grossisraelsche Invasion ass gestoppt, méi quasi all dach attackéierte Militär weiterhin Zieler an der Gazastreif. Israel kontrolliert nament 64% vun der Streif, an die rund 2 Millionen palästinensischer Wohner liewen an Zelter lanscht Kot vun ihrem Territoire. Bei enger weiterer Runde vu Protest op der Baleareninsel Mallorca ënnerstreichen. Da wunner nachemol, dats et Flemm hunn mam Massentourismus den zu lachte fällt vun de Leiits an der Ëmwelt. 12 vun den Awohner geht an d'Luuch, 12 vun de Visiteuren och met Ressourcen d'Infrastrukturen hallen net mi mat. An dann kënnt de Moment, wo ma es sat hunn. Mir gesi keng Zukunft an, dat betrifft nach méi ons Kanner wie ons selber. An zu Oxford an England huet sich en eischchte freiwillige mat eng Wachsen fir spezifisch die aktuell Ebola-Bundibugyo such impfe gelos. D'Universitéit ass dummer weltweit 4 fir Tester ze machen. 50 gesund Awusner töcht 18er 55 Joer gi geimpft. An enger zweter Phase soll de Wachsen och bei Infizeierte getest gin, fir kënnen offiziell zougelost ze ginn. An der Demokratische Republik Kongo sind mittlerweile 1000 Patienten Bundibugyo gestürwen.